Heute haben wir die Botschaft, Jesus begegnet oder Jesus trifft. Ich lese den Text aus dem Lukasevangelium. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. »Weine nicht«, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten: »Junger Mann, ich befehle dir, steh auf!« Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land, sogar in den umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Liebe Gemeinde, mit dieser Geschichte von der Auferweckung des Jünglings von Nain sehen wir ein weiteres Mal, wie Jesus wirkt. Was passiert, wenn Jesus einen Menschen trifft? Vor 2 Wochen haben wir von Matthias gehört, wie eben in der Nacht Nikodemus zu Jesus kam. Und Nikodemus hörte die Botschaft von Jesus und er sagte zu ihm: Weißt du, es genügt nicht, einfach gewisse fromme Übungen oder als Pharisäer ein frommes Leben zu leben. Es braucht eine Wiedergeburt, es braucht eine Berührung von Gott, um die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erleben. Und wie wunderbar ist es, dass wir auch wissen, was diese Wiedergeburt bedeutet, als uns Jesus berührte und uns klar wurde, wir wollen ihm nachfolgen. Vor einer Woche hat Susan gezeigt, dass Menschen, religiöse Fanatiker, die Sünderin steinigen wollten. Und Jesus machte diesen Fanatikern klar, dass sie alle Sünder sind und dass alle Vergebung eigentlich brauchen. Und zur Frau sagte er: Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Und in dieser Reihe wollen wir jetzt heute fortfahren und uns Gedanken machen, was bedeutet das, dass Jesus dieser Witwe ihren Sohn zurückgab. Und bevor wir hier etwas tiefer in diese Geschichte eintauchen, machen wir uns Gedanken, was bedeuten überhaupt Totenauferweckungen? Die Bibel ist ja voll von Wundern, vom Anfang bis zum Schluss. Aber seien wir ehrlich, also Totenauferweckungen begegnen uns nicht gerade auf jeder Seite, auch nicht in jedem Kapitel, auch nicht in jedem Buch. Sie sind doch eher selten. Wenn wir von Totenauferweckungen lesen, dann vielleicht im Alten Testament, wie Elia und Elisa auch junge Männer erweckten und ihren Müttern zurückgaben. Aber es sind doch in gewissem Sinn Ausnahmen. Der Tod herrscht unbarmherzig über die Menschheit als eine Folge der Sünde. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dann lesen wir, ich habe es nicht nachgezählt, wie viele Wunder es von Jesus gibt. Aber die Totenauferweckungen, die können wir nachzählen. Da ist eben einmal dieser Jüngling von Nain. Es ist die kürzeste Geschichte, die wir lesen. Nur Lukas hat sie überliefert und es ist spannend. Wir werden noch etwas tiefer in diese Geschichte eintauchen. Dann haben wir sicher vor Augen die Auferweckung der Tochter des Jairus. Und dort sehen wir schon ein bisschen mehr die Geschichte. Also der Jairus war der Vorsteher einer Synagoge, also ganz bestimmt ein frommer Jude. Er hörte von Jesus, er glaubte, dass Jesus seine kranke Tochter heilen kann, auch seine tote Tochter auferwecken könnte. Und Jesus ging hin in das Haus und wir sind berührt von dieser Geschichte, wie er gesagt: Mädchen, steh auf.
und sie stand auf und wurde ihren Eltern zurückgegeben. Und dann ist natürlich ganz besonders die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus eine Geschichte, die, ich möchte eigentlich sagen, durch Mark und Bein geht. Wenn wir dort den ganzen Zusammenhang lesen, wie Martha und Maria Jesus gerufen haben, und Martha, Maria, Lazarus, diese drei Geschwister waren ganz nah mit Jesus verbunden. Und als Lazarus krank wurde, haben sie ihn gerufen und haben gesagt, Jesus, komm, du musst kommen, du musst ihn heilen. Und dann sehen wir, wenn wir die Geschichte genau anschauen, wie Jesus eben nicht einfach nur auf den Aufruf von Martha und Maria reagiert hat, sondern wie er mit dem Vater im Himmel in Kontakt war und wie er das Signal empfing, warte. Und er wartete und Lazarus starb. Und Jesus kam, menschlich gesprochen, 3 Tage zu spät. Aber göttlich gesprochen kam er genau zur richtigen Zeit. Und er trat vor dieses Grab und er rief, Lazarus, komm heraus! Und er kam heraus. Und sie befreiten ihn von seinen Tüchern, in die er nach damaligen Gebräuchen eingebunden war. Und diese Auferweckung des Lazarus war ein gewaltiges Zeugnis von der Kraft und von der Vollmacht von Jesus. Ein Zeugnis, das sich in ganz Jerusalem verbreitete. Und als Jesus nach Jerusalem kam, da jubelten ihm alle zu, eben nicht zuletzt auch wegen diesem gewaltigen Wunder der Auferweckung von Toten. Und wir sehen, in diesen Geschichten liegt darum eine Kraft, weil sich in der Auferweckung der Toten eben ganz besonders Gottes Sendung und Vollmacht eben manifestiert. Und dann ist noch etwas weiteres interessant in dieser Geschichte von der Auferweckung vom Jüngling hinein. Das geschah in Galiläa. Und ich weiß nicht, wie genau wir das vor Augen haben, aber Galiläa, der Geburtsort von Jesus, der erste Ort, wo Jesus gewirkt hat, und Jerusalem, wo eben in der Nähe Lazarus auferweckt wurde und das Entscheidende geschah, dass Jesus bereit war, sein Opfer zu geben. Das sind ungefähr 100 Kilometer Distanz und das ist etwas anderes als in unserer Zeit, wenn man sagt 100 Kilometer, kein Problem, sitzen wir ins Auto, gehen wir zu einem Abendessen zu Freunden, 100 Kilometer entfernt, kein Problem. Das war damals ganz anders. Und darum lohnt es sich, dass wir ein bisschen in diese Geschichte, in diese Gegend von Galiläa eintauchen. Da sehen wir einmal den See von Genezareth. Ich hatte das Vorrecht, Ferien zu machen und mit meiner Frau diese wunderschöne Region dort anzuschauen. Und schon ein ganz spezieller Ort. Der am tiefsten gelegte Süßwassersee der Erde. Er ist 112 Meter unter der Meeresoberfläche. Das gibt es sonst nirgends auf dem ganzen Planeten. Er ist 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. Er wird nach der Überlieferung Galiläisches Meer oder See von Tiberias genannt. Und nun, spannend ist eigentlich, dass dieser See von Genezareth und das Ufer, an dem Jesus lebte, so etwas war wie die Goldküste der damaligen Zeit. Dicht besiedelt, ein wunderschöner Ort, die Menschen nannten das Auge Gottes und sogar Herodes wollte in dieser wunderschönen Landschaft eben einen prunkvollen Palast bauen. Und der Fischreichtum von diesem See ist bekannt und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass Jesus dort Jünger berufen hat, die eben Fischer waren. Jetzt, was weiter interessant und wichtig ist, was geschah alles in Galiläa? Wir sehen das hier auf der Karte etwas vor Augen. Also der erste Wirkungsort von Jesus, da war er zu Hause in Nazareth und in Nazareth begann er seinen Dienst.
Es war spannend, eben auch zusammen mit meiner Frau haben wir Nazareth besucht und dort gibt es so einen ganz speziellen Ort, wo sie Gebäude und verschiedene Dinge aus der Zeit von Jesus ganz genau man das anschauen kann. Es ist erhalten wie in der alten Zeit und wir waren dort auch in dieser Synagoge, natürlich nachgebaut, aber man konnte sich vorstellen, wie Jesus dort seinen Dienst begonnen hat, inmitten der Menschen, mit denen er aufgewachsen ist. Und da sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und dann, das hat so jemand, der dort verantwortlich war für die Gäste, der hat das Buch zugetan und hat dann gesagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren, und hat uns dann als Besucher gefragt, könnt ihr euch vorstellen, wie das wirkte, als Jesus in dieser Synagoge sagte, das, was da von Jesaja geschrieben ist, das ist heute erfüllt in mir. Und dann können wir sagen, ja, Jesus, okay, schauen wir mal, ob das wirklich stimmt. Aber dann war ein Hochzeitsfest in Kana und Jesus und seine Mutter und einige seiner Jünger nahmen teil daran. Und wir kennen die Geschichte. Dann kommt Maria zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus wollte eigentlich gar nicht, aber dann sagte er doch, sie sollen die Steinkrüge mit Wasser füllen. Wenn man das genau anschaut, waren das gegen 600 Liter. Und das wurde zu Wein und die ganze Hochzeitsgesellschaft bekam einen Wein, wie sie das in ihrem ganzen Leben noch nie genossen haben. Und es ist doch spannend, wie Jesus seinen Dienst beginnt. Mit einer Wohltat an einem Hochzeitsfest, mit einem Ja zu unserem Leben und auch mit einem Ja zu den Freuden, die in diesem Leben möglich sind. Und dann natürlich in Kapernaum, da war ein Hauptmann, ein Römer. Er war dort Kommandant der stationierten Einheit, der Besatzungstruppen, und einer seiner Diener war schwer krank, lag am Sterben. Und als er von Jesus hörte, dieser gottesfürchtige Römer, schickte er Ältesten der jüdischen Gemeinde zu Jesus, sie sollen ihn doch bitten, dass er seinen Diener retten möge. Und er hatte so viel Glauben, dass er wusste, ich als Römer, als Heide, ich kann Jesus nicht begegnen, das würde ihn verunreinigen. Aber Herr, sprich ein Wort und mein Diener ist geheilt. Und Jesus staunte, er sprach das Wort und der Diener dieses Hauptmanns war geheilt. Und so könnten wir viele weitere Geschichten natürlich noch berichten, die aus dieser Gegend von Galiläa eben überliefert sind. Die Speisung der 5000, die Bergpredigt und viele weitere Zeichen und Wunder geschahen in jener Zeit. Entscheidend ist eigentlich, dass Jesus in seiner Heimat in Galiläa wurde er bekannt, wurde er berühmt, wurde allen klar, dass er der Messias ist. Aber eben 100 Kilometer entfernt von Jerusalem, es brauchte dann noch einige Zeit, bis eben auch die Menschen in Jerusalem von seiner Botschaft hörten. Nun aber zu Nain. Zur Zeit von Jesus war Nain ein kleines, abgelegenes Bauerndorf. Die Einwohner waren arm, nur eine einzige Straße führte zu diesem Dörflein oder zu dieser, ja, in der Bibel heißt es Stadt, aber heute würde man sagen Dorf, weil man sagte Stadt, weil es eben eine Stadtmauer hatte, aber es war eine kleine Ortschaft. Und Lukas beginnt seinen Bericht damit, dass Jesus eben den Diener des Hauptmanns in Kapernaum heilte und dann Richtung Nain ging. Nun ist die Reihenfolge, wie wir das rekonstruieren können, doch bemerkenswert. Kapernaum liegt am Nordufer vom See von Genezareth, also eben rund 200 Meter unter Meeresspiegel. Nain ist doch
50 Kilometer südwestlich und 200 Meter über dem Meeresspiegel. Also wenn wir uns die Distanz vorstellen, die Jesus mit seinen Jüngern gegangen ist, dann ist das ungefähr von Zürich nach Aarau und der Höhenunterschied ist etwa vom Triemli auf den Uetliberg. Also es war nicht einfach so ein zufälliges festliches Ereignis. Ja, Jesus war so zufällig mit seinen Jüngern unterwegs und dann kommen sie zufällig zu einem Trauerzug und hoppdihopp, dann gibt es noch eine Totenauferweckung. So war es überhaupt nicht, sondern wenn wir hier in die Tiefe der Geschichte hineintauchen, war es eben ganz anders. Es war eine beschwerliche Reise. Jesus musste sehr früh aufstehen oder er war vielleicht sogar noch in der Nacht unterwegs und eben dann kommt Jesus diesem Trauerzug entgegen. Ein junger Mann ist gestorben und er wird nach damaliger Sitte und den jüdischen Regeln entsprechend auf einer Bahre zum Grab getragen. Lukas berichtet, dass der junge Mann der einzige Sohn der Witwe ist und eben eine große Gruppe von Dorfbewohnern begleitet sie. Begleitet diese arme Frau, die eine so schreckliche persönliche Tragödie bewältigen musste. Und jetzt lohnt es sich doch, dass wir ein bisschen eintauchen in das Leben und in das Schicksal dieser Witwe. Was bedeutet es für eine Witwe im alten Israel in gesellschaftlicher, geistiger, finanzieller Hinsicht, den einzigen Sohn zu verlieren? In der Kultur des Alten Testamentes war der vorzeitige Tod eines Ehemannes eine gottgegebene Strafe für die Sünde der Frau. Manche Leute glaubten, dass Gott eben diese Witwe bestrafte. Wir lesen das im Buch Ruth. Da heißt es, der Herr hat gegen mich gesprochen und der Allmächtige hat mir Schlimmes angetan. Ruth 1, 21. Also das war die Situation. Die Witwe von Nain durchleidet also nicht nur geistigen und seelischen Schmerz, sondern sie steht auch finanziell vor dem Ruin. Wenn wir uns in die alte Zeit versetzen, keine AHV, kein BVG, keine Krankenversicherung, gar nichts in dieser Art und Weise. Wenn eine Frau heiratete, bedeutete das, dass sie in den finanziellen, wirtschaftlichen Schutz der Familie von ihrem Bräutigam, von ihrem Mann kommt. Und wenn dieser Mann stirbt, dann ist sie allein. Wenn sie einen Sohn hat, dann kann der Sohn noch für sie sorgen. Wenn der aber auch stirbt, dann ist sie ohne jeden Schutz und auch ohne jede finanzielle Sicherheit. Und das war die Situation dieser Witwe von Nain. Stellen wir uns mal vor, wie hat sie sich gefühlt? Was war ihre Situation? Vielleicht hat sie die ganze Nacht vor dieser Beerdigung auf dem Erdboden verbracht, hat zum Vater im Himmel geschrien, hat ihn gefragt, warum ihr Sohn gestorben sei, was denn die Schuld sei, dass sie so ein schreckliches Schicksal verdient. Und vielleicht hat sie sogar gebetet und Gott gefragt, ob sie überhaupt noch länger leben soll. Und bestimmt zitterte sie beim Gedanken an ein einsames Leben ohne Schutz und in Armut. Das war die Situation dieser Witwe. Nun, wir wissen, dass Jesus immer wieder genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort eintrifft. Bei der Auferweckung vom Lazarus haben wir gesehen, dass Jesus unter der Führung vom Vater im Himmel genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um Lazarus aus dem Grab zu rufen. Und wenn es hier Lukas auch nicht überliefert, können wir mit Sicherheit annehmen, dass Jesus nicht zufällig rechtzeitig den Trauerzug vor den Toren von Nain erreicht, sondern in der Tiefe seines Herzens und in der Abhängigkeit vom Vater im Himmel hat er das schreckliche Elend
der Witwe von Nain gespürt und hat sich mit all seinen Jüngern aufgemacht, um genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort auf diesen Trauerzug zu stoßen. Und ein wunderbares Wunder geschah, nachdem Jesus vielleicht mit seinen Leuten in der Nacht unterwegs war. Und als Jesus das verweinte Gesicht der Witwe sieht, hat er Mitleid. Und er spricht zu ihr und er sagt, weine nicht, denn jetzt kommt der Herr, jetzt ist der Messias da. Die Trauer hat ein Ende, die Witwe kann sich freuen. Nun, im Moment spürt sie das natürlich noch nicht, sie kann es vielleicht noch nicht glauben, aber dann berührt Jesus die Bahre. Und das ist etwas ganz Spezielles. Stellt euch mal vor, die Bahre war nach damaliger jüdischer Tradition eigentlich der Inbegriff von Unreinheit. Und ein frommer Jude hätte diese Bahre auf gar keinen Fall berühren dürfen. Und was bedeutet das jetzt, dass Jesus diese Bahre berührt? Lasst uns nochmals Gedanken machen, was Paulus im Philipperbrief über Jesus sagt. Es ist nicht nur diese Geschichte, wie Jesus diesen Jüngling vor Nain berührt und ins Leben ruft. Es ist die ganze Geschichte, wie Jesus in der himmlischen Herrlichkeit auf dem Ehrenthron beim Vater das Elend der Menschen sieht, das Elend des Todes sieht, das Elend der Krankheit sieht und er bereit wurde, seine göttliche Vollmacht, seine göttliche Ehre, sein göttliches Kommando über Legionen von Engelheeren abzulegen, ein Kind zu werden, ein Säugling zu werden, ein Mensch zu werden und das nicht im Palast in Rom als Kaisers Sohn, sondern in Bethlehem in einem Stall. Und er war bereit, als Gottes Sohn ein Außenseiter zu sein, verkannt zu werden, 6000 Pharisäer gegen sich zu haben, die fromme Elite von Gottes Volk. Und er war bereit, für dich und mich sein Leben zu geben, für deine und meine Schuld, damit du und ich, damit wir nicht ewig verloren sind, damit nicht der Tod das Letzte ist, auf das wir zugehen, sondern das Leben, die Kraft, die Vergebung, die Auferstehung, ein ewiges Leben, zu dem wir berufen sind, in der Gegenwart des Herrn. Das ist Jesus, das ist unser Herr, das ist dieser wunderbare Messias, der gekommen ist. Und ich habe so gedacht, ich habe so das Buch gelesen, Jesus, eine Weltgeschichte von Markus Spieker. Man kann das bei Google eingeben, man kann es auch bei uns im Shop kaufen oder mindestens bestellen. Und es ist so packend, in diesen vielen 100 Seiten zu lesen, wie Jesus genau zur richtigen Zeit in diese Welt gekommen ist. In der Zeit, als die Römer herrschten und das römische Reich eigentlich unbarmherzig war, aber es war groß und es wurde am Ende durchdrungen von dieser Botschaft von Jesus. Und dieser Jesus kommt nach Nain. Er berührt die Bahre und er spricht zum Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Und der Sohn steht auf. Und stellt euch mal vor, die Situation der Mutter. Da wird der Trauerzug zur Hochzeitsgesellschaft. Nun, ich denke nicht, dass jetzt der junge Mann gleich geheiratet hat, aber die Freude war gewaltig und Jesus hat mit all seinen Jüngern und den Dorfbewohnern von Nain ein Riesenfest gefeiert. Da ist ein Toter auferstanden, da ist Leben gekommen, da ist neue Hoffnung in das Leben dieser Mutter gekommen. Sie hat ihren Sohn wieder, sie hat ihre Ehre wieder, sie hat wieder jemand, der an ihrer Seite ist und wahrscheinlich hat er noch geheiratet und konnte sie noch Großmutter werden, wer weiß. Auf jeden Fall hat Jesus das Schicksal dieser Frau von Grund auf total verändert. Und jetzt ist die Frage, ja, was bedeutet das für dich und für mich?
Nun, eines kann ich auch aus meinem eigenen Leben bezeugen, das habe ich vielfach erlebt. Jesus kommt genau zur rechten Zeit. Er hat in deinem Leben Tag und Stunde im Griff. Und auch wenn dein Leben ganz anders ist und von dir vielleicht nicht in einer Bibel geschrieben wird, aber wir haben auch Mini-Geschichte mit Gott, vielleicht schreibst du sie auch mal auf und sie könnte in unserer Gemeinde ein wichtiger Dienst sein. Jesus kommt zur richtigen Zeit in dein Leben hinein. Er kennt deine Not, er kennt deine Verzweiflung, er kennt die Situation, wo du vielleicht auch vom Tod bedroht bist, wie diese Witwe. Und wenn wir das uns genau vor Augen halten, dann sind wir ja alle vom Tod bedroht. Eines ist klar, in 100 Jahren sind wir alle tot, geimpft oder ungeimpft. Dumme Bemerkung, aber so oder so. Also der Tod ist das Todsichere, das auf uns zukommt. Aber weil Jesus lebt und weil er dich und mich ruft, will er genau wie bei dieser Witwe von Nain nicht, dass der Tod das letzte Wort ist, sondern die Auferstehung und das ewige Leben, die Vergebung und die Berufung, bei Jesus zu sein in der Ewigkeit. Und dieses Wort kommt. Es kommt von Jesus. Er bevollmächtigt uns durch den Heiligen Geist, diese Botschaft weiterzugeben. Und Menschen, die das hören, vielleicht ist es gerade für dich heute dran zu hören, wow, der Tod ist nicht das Letzte in meinem Leben, sondern die Auferstehung und das ewige Leben. Und ich kann mich heute am 1. August 2021 öffnen für diese Botschaft. Ich darf eine Wiedergeburt erleben, eine totale Veränderung von zuinnerst in meinem Herzen, in meinem Leben. Und etwas weiteres. Jesus kommt nicht allein. Da war nicht ein einsamer Wandermann, ein Rabbi mit Stab und mit einem frommen Kleid und begegnet dann dieser Witwe, sondern er kommt mit all seinen Jüngern. Und so kommt das Heil Gottes zu dir und zu mir, nicht einfach durch einen einsamen Boten, sondern durch eine Gemeinde. Und in der Gemeinde feiern wir, da feiern wir Gottesdienste, da feiern wir Gebetsabende, da sind wir in dieser Auferstehungstruppe, in dieser Freudentruppe unterwegs mit dem Herrn. Und zur trauernden Witwe sagt er, weine nicht. Und zum Toten sagt er, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Und jetzt vielleicht eine wichtige Anmerkung. Wie wird das Wirklichkeit in deinem und meinem Leben? Und es gibt so Menschen, die einfach sagen, ja Herr, ich bin so in der Not, ich mag nicht mehr, meine Kraft hat mich verlassen, ich bin ganz verzweifelt. Bitte hilf mir auf, stärke mich, komm, richte mich auf. Dann liegst du so am Boden und keiner kommt, niemand richtet dich auf. Und dann sagt Jesus, steh auf! Und was bedeutet das? Es bedeutet, Jesus will in dir und in mir den geschwächten, den geknechteten Willen wieder aufrichten. In keiner der Totenauferweckungen, Jesus ist nicht ins Grab hineingegangen und hat den Lazarus herausgerissen. Er hat gesagt, komm heraus. Er hat gesagt, junger Mann, steh auf. Er hat der Tochter vom Jairus gesagt, Mädchen, steh auf. Und das bedeutet, Jesus tut genau das Gegenteil, was im Leben geschieht. Viele Menschen verlieren den Mut, verlieren die Kraft, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Und das ist die Sünde. Das ist die Situation in unserer Welt. Das ist die allgemeine Versklavung, dass der Wille gebrochen wird und wir alle nur noch irgendwelche komischen Anweisungen befolgen müssen. Das ist der Geist dieser Welt, der jeden Menschen schwächen will, der unseren Willen zerstören will, dass wir am Ende willenlos und ohne Widerstand gegen die Sünde schlussendlich verloren sind. Und da kommt Jesus, steh auf! Gott will deine Willenskraft wieder stärken. Er will dich wieder aufrichten. Er will dir Kraft geben, die richtigen Entscheidungen zu treffen für dein Leben.
Und so könnte der heutige Tag doch ein wichtiger Tag werden in deinem Leben. Ein Tag, wo Gott wirkt. Ein Tag, wo etwas Neues in deinem Leben geschieht. Ganz konkret, Jesus hat Erbarmen für deine Situation. Er kennt dich. Er weiß genau, wie du dich fühlst. Er weiß genau, was in deinem Leben abläuft. Er weiß genau, dass du vielleicht traurig bist, dass du ihm nachfolgen willst. Aber da ist immer wieder Sünde, da ist immer wieder Halbheit, da ist immer wieder Angst, den Namen von Jesus vor Freunden oder vor Nachbarn zu bezeugen. Und Jesus kommt in diese Situation hinein. Er kennt dich und er gibt dir seinen Geist. Er gibt dir seine Kraft. Er will dir die Vollmacht geben, dass dein Wille wieder stark wird und dass du wieder sagen kannst, ich folge Jesus. Ich will ihm nachfolgen. Ich will sein Kind sein. Und so möchte ich am Ende dieser Botschaft einladen zu einem Gebet. Und das Gebet könnte lauten, Jesus, danke, dass du da bist mit deinem großen Erbarmen. Du bist der Sohn Gottes und du hast die Macht, mich vom Tod zu retten und mir das ewige Leben zu schenken. Ich will aufstehen, wie der Jüngling von Nain. Erlöse mich von allem Bösen, stärke meinen Willen, dir von ganzem Herzen nachzufolgen. Darf ich euch einladen, aufzustehen und ich möchte ein paar Sätze beten und dann alle einladen, die in diesem Sinn reagieren möchten auf diese Botschaft. Ja, Jesus, wir sind so berührt von der Tatsache, dass du vom Himmel gekommen bist. Du bist wirklich Gottes Sohn und du hast die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Du hast dich erbarmt über uns Menschen, über jeden, so wie wir es jetzt gehört haben in der Geschichte der Witwe von Nain, die neues Leben bekommen hat. Ihr Sohn ist wieder lebendig geworden. Und so kommst du, damit wir neues Leben haben, im Glauben an dich und in Vertrauen zu dir. Und darum möchten wir beten. Jesus, danke, dass du heute da bist mit deinem großen Erbarmen. Du bist der Sohn Gottes und hast die Macht, mich vom Tod zu retten und mir das ewige Leben zu schenken. Ich will aufstehen, wie der Jüngling von Nain. Erlöse mich von allem Bösen und stärke meinen Willen, dir von ganzem Herzen nachzufolgen. Amen.